So, Freunde, da sind wir zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Clan Evolution und zwar auf der PC-Version diesmal. So, mal hoffen, dass alles besser funktioniert und wie bereits erwähnt, habe ich halt offscreen die ganzen Kampagnenmissionen bereits nachgezockt. Das läuft soweit auch alles schon mal so, oder lief soweit auch alles schon mal gut. Und jetzt, tja, Champion gegen Schöpfer. Das kann ja was werden. Yugi und seine Freunde betraten das Schloss. Sie fanden heraus, dass Pegasus Kaiba seinen Preis verliehen hatte. Kaiba wollte sich gerade mit Pegasus duellieren. Wo ist mein Bruder? Was? Hallo? Wie geht es dir? Ich dachte, wir wären Freunde, Kaiberlein. Jetzt sagt nicht die Tatsache, dass er Moko beim Führt und die Kontrolle über deine Firma übernommen habe, hat einen Keil zwischen uns getrieben. Nö, warum auch? Gibt gar keinen Grund dafür. Familie zerstört. Ein Unternehmen zerstört? Nee, warum auch? Warum soll man... Das ist so lächerlich, sowas. Es ist nichts Persönliches. Glaube ich sofort. Außerdem ist es ja nicht so, als ich deinen kleinen Bruder verletzt hätte. Er ist absolut sicher. Weißt du was? Du kannst zurückkommen, wenn du willst. Schlag mich in ein Duell und ich werde ihn freilassen, wie versprochen. Aber wenn nicht, dann wird nicht nur seine Seele in Gefangenschaft bleiben, sondern deine wird die Gesellschaft leisten. Um deinen Bruder zu retten, musst du mich besiegen. Ich besiegen? Ich werde dich vernichten! Bereit, Kaiba? Das Schicksal deines Bruders steht auf dem Spiel. Wir kennen uns schon sehr lange. Jetzt werden wir sehen, wer der Meister ist. Der Schöpfer von Duel Monsters oder der Champion. It's time for a Duel. So. Ich spiele leider als Pegasus. Ich hätte viel lieber als Kaiba gezockt. Aber natürlich Gefahr laufen würde, zu verlieren. Pegasus-Deck, immer mit den Toon-Monstern und so. Nee, ich weiß nicht so recht. Kann ziemlich hässlich werden. So, Spiel als erster. Einzelmodus, eine Runde. Ja, was auch sonst. Rein optisch sehen die Karten nicht schlecht aus. Die ich habe. So, dann wollen wir mal. Hey, ich versuche jetzt mal mit Maus und Tastatur statt mit dem Controller. Das wird sich vielleicht in den nächsten Parts noch ändern. Bikuri-Box, grober Clown, Traumclown. Das Vieh kenne ich ja leider. So, mal gucken. Kann jetzt normal beschworen werden? Muss erstmal zeigen, was du gut anbietest. Natürlich ein bisschen anders als im Anime zu dem Zeitpunkt. Das haben sie zum Glück mit den Toon-Monstern ja später auch geändert, im Anime. Dass es dann ein bisschen, ich sag jetzt mal, vernünftiger wurde. So, indem du zwei Monster Tribut anbietest, solange du Tribut das machen sie legalieren. Wenn Gegner direkt angreifen, seine hart kontrollierenden Toon-Monster. Genau, das war das spezielle Toon-Monster, dass sie den Gegner direkt angreifen können. Aber ich kann hier direkt rufen. Warte mal. Ich habe noch nie so richtig mit Toons gespielt, deswegen muss ich erstmal gucken, wie es genau funktioniert. Weil generell muss ich halt die Toon World haben. Und einen Toon Alligator, einen Toon maskierter Hexenmeister. Okay, da kommt schon. Zufügt hier eine Karte, genau, weil ja so cool. So, erstmal das Deck ausdünnen. Toon-Inhaltsverzeichnis ist ja auch eine beliebte Karte, wenn man generell, das war ja früher so, man hat es halt gerne mal so Decks, um wirklich dein eigenes Deck auszudünnen. Nur schnell an bestimmte Karten zu kommen, sei es nun mit den Exodia-Karten oder auch andere Karten, da gab es ja einige. Wenn ein Monster des Gegners Angriff deklariert, dann offen, dass du kontrollierst, und Angriff machen. Toon abwehren, greifen mich auf direkt an, ja super. Gut, wäre natürlich cool, wenn ich jetzt wüsste, was ich hier alles noch für Karten habe. Toon World. Bietet sich hier eigentlich an, war mit den ganzen Toon-Viechern. Die Frage, ziehe ich mir extra jetzt, hole ich mir jetzt bereits Toon World oder? Ja komm. Ich meine, ich habe Toon World 3-mal im Deck. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie oft die Karten noch kommen mag. Mal die Fallenkarte zum einen plus eine Zauberkarte kann nicht schaden. So, Toon Meerjungfrau kann ich auch schon mal spielen.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Goblin-Angriffstrupp aus? Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich gerne jetzt scrollen würde. Moment. Okay. War aber generell so, dass der Gegner meine Toons angreifen kann. Aber ich kann seine Monster umgehen, also ich kann ihn ja direkt angreifen. Genau, solange er keine Toon-Monster hat. Das war ja so. Aber er selber kann mich ja so, okay. Das war ja im Anime zu dem Zeitpunkt ja anders. Da konnte er meine Toons irgendwie auch nicht angreifen. Solange Toon auf dem Feld war, war irgendwie ganz creepy. Also die Toon-Karten im Anime zu dem Zeitpunkt hier, weil die waren ja übelst overpowered. Ja, aber generell ist die Karte eigentlich nicht schlecht. Die nehmen wir mal auf die Hand kommen. So, dann werde ich mal nächste Karte noch spielen. Gucke ich erstmal Toon Elfenzwillinge, hole ich mal noch nicht. Ich hole mir eigentlich noch eine Toon Volt, die werde ich sowieso ein paar Mal haben. Aber Toon Abwehr habe ich ja auch noch. So, Toon Regato, normale Zauberkarte, normale Monsterkarte. So, würde mal sagen, erstmal Toon World spielen. Das ist natürlich doof, dass ich nie in den Zug angreifen können, indem ich sie beschworen habe. Warte mal. Warte mal. Also, aha. Kann ich das Spezialbeschwörung sein? Du kannst das auf den Toon World. Das muss erst, indem du dasselbe an Monstern, die für eine Tributbeschwörung nötig sind. Normalerweise 0. Aber theoretisch könnte ich ihn damit ja schon mal direkt angreifen. Also kann theoretisch den hier normal setzen. Ah, doch, in der Vase, du musst zu deklarieren, alles klar. Dann nur mal gucken, weil irgendwie kann ich nicht. Das ist halt. Ich glaube, wenn du tun kannst, spielst du das besser nicht zuerst angreifen könnte. Ach du Scheiße. Netter Zughyper. Dein Deck zerstören, ja. Hä? Nee, kein Bock drauf. Bringt mir gar nichts. Wurde auch eigentlich schon. Okay. Glanzplatz. Ich habe natürlich jetzt gar kein Lichtmonster von dem her, aber können wir Toon Goblin Angriffstruppe zurückholen. Die habe ich bereits auf der Hand. Bringt mir also jetzt gar nichts mehr und dann wäre einfach mal den noch ab. Das Gefühl für ein richtiges Toon-Deck von dem her fehlen mir irgendwie noch gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Karten von dem her. Also gewisse Kombis halt. Ah, geil. Ja, die haben natürlich auch gewisse Errungenschaften. Was ich seltsam finde, wo ist denn das jetzt hier mit dem Kampfschaden?
Weil der mir bis jetzt irgendwie noch gar keinen Schaden gemacht. So wirklich. Hm. So. Was? Aha. Noch einen weiteren Schnappstart. Ah! Das ist ein Nachteil. Mit Maus und Tastatur. Tja. Natürlich keine Two-Monster mehr, das ist ein bisschen unpraktisch. Von dem her echt, ja, nicht wirklich speziell, sag ich jetzt mal. Das sind halt Toolmonster, wa? Ich hatte irgendwie, weiß auch nicht, mehr Hoffnung oder so. Oder mehr erwartet vor allem. Aber es sind halt nur Toons. Traumklon. Ja gut. Schlecht ist die Karte nicht. Aber mir fallen mir nicht schlecht, ganz ehrlich. So, da geht auch sein Sagi drauf. Der Oberclan auch noch. Was ist doch jetzt hier genau? Oberclan und Traumclan, genau, da waren die beiden. Da sind wir doch schon fast. Funktionieren eigentlich in der Kombi relativ gut, die beiden. Ja gut, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Power ist auch nicht geschadet. Dass ich irgendwie, ja, oder noch ein paar coole Toons hätte oder eben auch den weißen Drachen und so man noch rufen könnte. Wir müssen halt erstmal ziehen. Aber theoretisch hätte ich noch zweimal im Deck, also von dem her. Tun auch wäre super. Können wir flippen? Nee, komm. Auch nicht. So, mit dem kann ich nichts machen, aber mit anderen kann ich natürlich angreifen. Oder auch nicht. Einfach eiskalt meine Battlephase abgebrochen. Schweinerei. Ah, die Thun-Elfenzwillinge. Auch keine Lichtmonster? Ich habe gar kein Lichtmonster irgendwie. Scheiß Zauberkarte. Ja gut, wäre vermutlich eher für den weißen Drachen, aber ganz ehrlich. Vernichte den Kaiber. So. Ich will mal trotzdem noch die Fallenkarte. Beziehungsweise ich setze sie natürlich. Ich setze eine Karte verdeckt. Mann, wieso? Den Effekt soll ich aktivieren. Den hier? Nee. Er macht da gar nichts. Hey, was soll denn jetzt das Effekt aktivieren? Ja, und jetzt? Ja gut, permanent. Ja, okay. Vielleicht deswegen, weil es eine permanente Karte ist, kein Plan.
Ich aktiviere mal Fusion und will noch ein bisschen was zu sehen haben. Ich glaube auch wieder... Es dient nach dem Achievement, glaube ich. Nee, das hatten wir schon mal. Ich habe bereits offscreen beim Nachzocken der Kampagne halt bereits eine Fusionsbeschwörung ausgeführt. Genau, deswegen ist auch nichts passiert. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Und nun bist du down, Kaiberlein. Tja, Kaiber. Schöpfer gegen Champion? Nein, ich weiß ja nicht. Du hast verloren, Kaiberlein. Und du hast viel mehr als nur dieses Duell verloren. Du hast eine einzige Chance vertan, deinen kleinen Bruder zu retten. Die Musik passt überhaupt nicht. Du hast ihn im Stich gelassen. Aber keine Sorge, mein lieber Freund. Ich erspare dir den Schmerz, ohne ihn zu leben. Pegasus hielt eine leere Karte hoch. Was ist das? Das ist das endgültige Schicksal deiner Seele, Seto Kaiba. Maximilian Pegasus nahm Kaibas Seele mit Hilfe seines Millenniumsauges in einer leeren Karte gefangen. Jetzt hatte Pegasus die Seelen von Seto Kaiba, Mokuba und Yugis Großvater. Willkommen in deinem neuen Zuhause, einem Ort der Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Ah, die Kaiba-Brüder, eine in jeder meiner Hände. Auch wenn eure Karten noch so nah zusammen sind, eure Seelen waren noch nie weit voneinander entfernt. Boah, ist es böse. Es ist Zeit für ein Duell. Ja, Kaiba ist jetzt futsch. Das haben wir gut gemacht. Vielleicht auch nicht. Duellidentität. Jetzt, jetzt geht es eigentlich richtig los mit dem Turnier, mit dem Turnierfinale. Jetzt geht es ja Yugi gegen Mai. Oh wei, oh wei. Die Zeit für die Finals des Turniers im König der Duellanten war gekommen. Und Yugi und Chui waren mehr als bereit. Ich hoffe sehr, dass es die richtige Entscheidung ist, mich wieder zu duellieren. Aber Großvaters Seele steht auf dem Spiel, also muss ich es tun. Yugi und Chui gingen in die Arena und trafen die beiden anderen Finalisten, Mai und Bennett Keith. Bennett Keith hatte sich seinen Weg in die Finals erschummelt und hatte nicht vor, jetzt mit dem Schummeln aufzuhören. Yugi, Chui, Mai und Bennett Keith. Ich heiße euch alle in der Playoff-Arena willkommen. Playoffs vor allem. Hier werden die letzten großen Duel-Monsters-Duelle ausgetragen, um den Champion des Königs als Duellanten zu ermitteln. Nur einer von euch wird Sieger. Nur einer von euch wird die 3 Millionen $3 Preisgeld gewinnen. Natürlich verdient der Sieger der Playoffs auch das Recht, mich im Final Match herauszufordern. Dem Sieger wird eine Bitte gewährt. Er darf sich wünschen, was auch immer sein Herz am meisten begehrt. Und wenn es in meiner großen Macht liegt, wird sein Wunsch erfüllt. Außerdem wird der Sieger zum unbestrittenen Champion des Königreichs der Duellanten erklärt und damit die Nummer 1 der Welt. Und das, Jungs, werde ich sein. Sicherlich muss jedem Duellanten, der so weit gekommen ist, klar sein, dass der Titel und nicht das Geld der eigentliche Preis ist, nicht wahr? Du bist ein richtiger Komiker. Das Geld ist alles, was ich für die Operation meiner Schwester brauche. Ja, ich bin sicher, dass bei diesem Turnier für einige von euch mehr auf dem Spiel steht als für andere. Richtig, Yugi? Du hast die Seele meines Großvaters, die von Mokuba, sogar die von Seto Kaiba gefangen genommen. Aber ich werde einen Weg finden, dich zu besiegen und sie alle zu retten. Das erste Halbfinalmatch war Yugi gegen Mai. Obwohl Mai nur mit Yugi befreundet war, spielte sie auf Sieg. Früher dachte ich, dass die einzige Person, der einen Duellanten trauen könnte, sie selbst sei. Alle anderen waren einfach nur Gegner. Dann traf ich Yugi und durch ihn lernte ich, dass selbst die bittersten Gegner in der Arena außerhalb davon Freunde sein können. Wenn er mir nicht seine Sternmarken geliehen hätte, hätte ich es vielleicht nie in die Finalrunde geschafft. Ich stehe tief in seiner Schuld. Ich habe Yugi ein ehrenhaftes Duell versprochen. Genau, das werde ich abliefern. Und wenn er denkt, das heißt, dass er nicht alles geben werde, dann träumt er. Ich werde alles in dieses Match werfen, was ich habe. Und wenn Yugi untergeht, wird es ein Sieg sein, auf den er stolz sein kann. Ich habe ihm ein ehrenhaftes Duell versprochen, kein leichtes. Ja, das stimmt. Aber ich spiele ja als Yugi. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wobei, ich musste gewinnen, insofern stimmt es ja auch. Ja, aber nicht so. Zeichen der Hysterie. Oh. Sie spielt ihre Komm bist du ruhig. Ja, Kunde ab hier.
Nö, aber gesagt, Mensch. Okay. Dann, was machen wir da? Wir haben irgendwie Schwaches und noch Schwächeres. Ich spiele erst einmal den da, komm. Ja, die legt schon richtig los. Die legt mir ein bisschen zu heftig los, die gute. Ja gut. Geplant war es so nicht, kann ich schon mal sagen. Aber die Kombi von ihr war nett. Alter, hätte ich den Felsenkrieg gespielt gehabt. Junge, Junge. Hätte ich nachher einfach mal... Ja, super. Toller Tipp. Alter, der hat den Felsenkrieg gespielt, also gesetzt gehabt. Dann hätte sie zwar ein stärkeres Viech angreifen müssen, hätte noch ein paar Punkte übrig gehabt, hätte ein schwarzes Loch gespielt, alle Rekame wären futsch gewesen. Alter, den richtig abgezogen. Gut, hätte ich ja nicht ahnen können, aber die Kombi von Mai, die war cool. Ja? Die kann man so sagen, mit den Karten und so, das war richtig geil. Richtig auf Speed gesetzt, richtig auf Power, richtig geile Kombis, kann man so machen. Und wie wir überhaupt gegen sie gewinnen wollen, wenn sie so krasse Kombis drauf hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.